Habe der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zocke gern Computerspiele und heute rede ich das zweite Mal sauberzlang über I have no mouth and I must scream. Die letzten 5 Überlebenden der Menschheit werden von einer künstlichen Intelligenz mit eigenem Bewusstsein und einem sauberen Schuss Wahnsinn seit ungefähr 100 Jahren in die Eingeweide der Erde gefoltert, die wie ein Schwammerl durchzirkt. Nachdem Agorister und Alan letztes Mal durch eigens für sie erschaffene Folterfantasien geschoben und damit zweimal ordentlich aufs Zahnbürstel gerotzt haben, wissen wir, dass die letzten 5 Menschen nicht komplett allein sind. Irgendwelche Teile von helfen einer, den narischen Tyrannen irgendwie zu bekämpfen. Den Großteil davon übernehmen allerdings nach wie vor unsere Protagonisten, die entweder wegen ihrer Schuld, ihrer Traumata oder wegen ihrer Nützlichkeit am Leben gelassen hat und sie durch Psychodramen jagt, um seinen Hass auf Menschen auszuleben und ein bisschen abendfüllende Unterhaltung zu genießen. I have no mouth and I must scream bietet ein ordentliches Buffet an Themen, die nicht jeder in einem Spiel behandelt sein mehr hat, deswegen betrachtet eure Trigger als gründlichst gewarnt. Mord, Suizid, Kannibalismus und Holocaust sind im heutigen Teil auf dem Tisch und wer das nicht abkann oder schlichtweg nicht gespoilert werden will, der kann eine Runden joggen gehen, endlich der einer Person schreiben oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Der Rest, der verzweifelt mal bei mir versuchen, im Angesicht absoluter Unmenschlichkeit die eigene Menschlichkeit zu bewahren oder überhaupt wiederzufinden. Der nächste an der Reihe ist Benny, der ehemalige Soldat mit der finsteren Vergangenheit. Benny wird scheinbar von Hunger beherrscht und hat nicht mehr allzu viel Hirnschmalz übrig. Stellt seinen Verstand allerdings wieder voll her, damit Benny das ganze Psychodrama so richtig auskosten kann. I'm going to let you find some food to eat. I'll even repair your brain so that you can think normally again and savor the horror of your repast. Und dann schmeißt er mit dem Versprechen, endlich wieder mal was essen zum Dörfer, in ein Tal, wo es nur so grünt und blüht. This cavern isn't like any of the others has sent me to. It's full of life. Und Benny blüht vor allem erstmal ein Sortiment an ausgewählte blaue Flecken. Haha, klassischer Bennys Hirn funktioniert zwar wieder voll, aber dafür hat er am Taxen so dermaßen verkrüppelt, dass gerade nur so zum Geh reicht. This looks like a tree from far away, but it's just more of that computer-generated crap. Unser Humpelstilzchen schleppt sie jetzt jedenfalls erstmal in Richtung von etwas, was wie eine Siedlung ausschaut und sucht nach was zum Essen. God, what I would give for some barbecued ribs. I haven't eaten for months. The smell of food cooking nearby only makes it hurt worse. In der ersten Höhle gibt's ein Mai voll Schmerzen, wenn wir versuchen, uns vegan zu ernähren. Vines. I wonder if they're edible. Hurt! 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 Und einen boshaften Kommentar von Your stomach scratching. Hungry, Benny. Bennys Hunger ist anscheinend Thema Nummer 1 in der Folterfantasie hier. Looks like a primitive cradle. It's empty. I wonder where the baby is. Jesus, I'm hungry. Dass der Benny erst so auf einen Anfang, wenn er an ein Neugeborenes denkt, soll er uns zwar Sorgen machen, aber mir erinnert es an eine der wenigen guten Nachrichten aus der letzten Zeit. Man muss sich einfach über die kleinen Sachen freuen, gell? Draußen sehen wir zwar Kerbefeuer Obst über uns, aber können wir weder aufgekraxeln noch ob sie beideln. I can't shake any fruit loose from the baskets. In der zweiten Höhle wohnt anscheinend der Häuptling vor dem Dorf, aber vermutlich sind wir hier mehr in Richtung Bayerischer Wald unterwegs, weil... Wita Fuma Piba. I can't understand his language, but he seems to be welcoming me to the village. Hey, ignore the newcomer. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice. Auf dem Bildschirm verlangt der sich hier als Gott präsentiert, ein Opfer von der Dorfgemeinde. Du sagst ja Bayerischer Wald. Schauen wir mal, was der Rest von dem Gau so hergibt. This looks like a, what did they used to call them? Single-parent household. Probably depend upon the generosity of the rest of the village. Friggin' welfare parasites. Der Kollege war wahrscheinlich gerade beim Scheißen, als der Empathie verteilt hat, ha? What's cooking in this pot? Moment einmal. Erst maulen, dass die armen Leute vom restlichen Dorf durchgeführt werden müssen und dann schauen, was man einer noch wegnehmen kann. Neben einer Suppe, die uns komplett an Rachen zerschmirgelt, gibt's hier den obligatorischen Bildschirm, einen Traum von einem Loch in der Wand, das möglicherweise unbequemste Bett aller Zeiten, garantiert so ein Designermöbel, und ein Burm. Und was für ein Burm. The boy's a friggin' mutant. There's a third arm growing out of his back. Ja, mei, lieber Arm droh als Arm ab, gell?
Gerade bringt uns dieser Geringverdienerhaushalt überhaupt nichts, also sucht man mal weiter nach etwas zum Essen. It's a goddamn supermarket! Hier lagert das Dorf scheinbar sein Essen, aber dieser absolute Schrank da lasst uns natürlich nicht rein. Und wenn wir uns die örtlichen Schriftzeichen anschauen, lasst uns der Benny ein bisschen an seinem Weltbürgertum teilhaben. Primitive. These people are even more backwards than those gooks in Southeast Asia. Okay, verachtet Sozialhilfe, mag kein Ausländer, denkt nur an die eigenen Bedürfnisse. Du Benny, ich glaub, du hast da was verloren. Hier gibt's also wieder nichts zum Holen für uns, aber irgendwo muss das Ganze vor dir ja herkommen, oder? Und einen Bildschirm weiter haben wir endlich mal Glück. It's been years since I've tasted real fruit. Drund in der Hollertau steht der Birnbaum so, au! Hurts! 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 Das muss so eine neue Züchtung sein, diese Kreuzung aus Birnen und Glasscherben. Erzähl mir noch mal einer, dass ein Obst gesund war. Aber was wir haben, das haben wir, also steckt man mal eine ein. Der einzige übrige Abschnitt ist komplett leer, bis auf so ein komisches Kreuz aus Sondermüll, das als Altar bezeichnet wird. Looks like some kind of altar. Müssen wir eigentlich nur noch irgend so einen Elektro-Jesus ohne hängen und das für einen Freiluftgottesdienst schon gelangen. Mehr als anschauen können wir es allerdings nicht, also müssen wir uns was überlegen. Damit wir jetzt nicht ewig umeinander stupseln, müssen wir uns daran erinnern, dass wir immer entgegen Ams Erwartungen handeln sollten. Da der Benny bisher hauptsächlich ein gutes Modell für Aktzeichnungen im Bereich der Rektalanatomie war, lasst seine Charakterentwicklung einen ganzen Haufen Luft nach oben. Fangen wir mal mit der Annäherung an die grundlegende Menschlichkeit an und schauen wir einfach mal, wer Hilfe brauchen kann. This woman looks half starved, just like her son. Richtig, die Frau und ihr Bub verhungern fast. Und was heißt das für uns? Fat chance of getting a decent meal out of either of them. Genau, dass uns kein Essen geben können. Du dämlicher Vollhoden, du! Da der Bub hier zum Beispiel ausschaut, als kehrt er auf Titelseiten von so einem Aktion-Mensch-Heftel, geben wir ihm mal unser Blutspuckbirndl. Wir können es eh nicht fressen. Hey, ich hab gesagt grundlegende Menschlichkeit, nicht gleich das Masterstudium. Und das führt zu einem ziemlich unerwarteten Gespräch. Unerwartet vor allem, weil am Benny schon vor Ewigkeiten Stimmmantel rausgerissen hat, um sich ein Mobile draus zu bauen oder was weiß ich was. Und der hungrige Hugo da erzählt uns jetzt, dass er gelernt hat, den Bildschirm zur Kommunikation zu nutzen. How are we able to talk? I learned to talk using Screen. I am smart. Das ist schön für die Stephen Hawking Jr., aber das erklärt nicht, warum der Benny auf einmal sprechen kann, oder? Unser Burli da ist jedenfalls ein Außenseiter, weil alle anderen im Dorf Angst haben, dass er auf seinem Hirnschmalz ausrutschen kann. Und wer keine Muckis hat, der kriegt gleich zweimal nichts zum Fressen. Muss ich euch erklären, warum ihr euch damit selber in den Beitel schießt. Vielleicht liegt es auch an seinem dritten Arm, aber ich denke da persönlich eher ressourcen- als problemorientiert. Gebt's dem Burm ein paar Proteinshakes und er hat ganz gute Karten, da ich sagen. Und falls das nicht hinhauen soll, hat er immer noch gute Karriere als Jongleur vor sich. Aber so wie es ausschaut, ist er hier momentan einfach der Gearschte. Mother and I not allowed in Food Cave. Villagers are afraid of me and let me starve. Ein Gutes hat die ganze Sache allerdings, nämlich, dass er vor der Lotterie sicher ist. Da werden zwar immer mal wieder Leute geopfert, die zu anders sind, aber vor ihm fürchten sie sich scheinbar nur. Ja, Dorfbewohner werden geopfert, er und sein Mann verhungern, alles ist schön und gut. Aber am Benny hängt halt allwen oder morgen in die Kniekehlen und da muss man einfach Prioritäten setzen. I am very hungry. Where can I get some food? There is fruit in Food Cave. It comes from the trees. You'll bleed when you eat. Scheinbar ist völlig normal, dass man Blut spuckt, wenn man hier versucht, sich was einzuverleiben, zumindest solange man nicht durchs Alter und einen Gewöhnungseffekt abgehärtet ist. Das kann erklären, warum es Bayern irgendwie geschafft hat, bei der Erfassung der Alkoholsüchtigen in Deutschland unterm Bundesdurchschnitt zum Liegen. Entweder werden die Leute hier durch unsere Traditionssauferei echt giftresistenter oder wer immer noch Zeit hat, war selber zu wie der Ressortier. When I was young and not so different, my mother chewed it for me first and then fed me. Wir erfahren wir vom Burli außerdem, dass seine Mutter, als er noch kleiner war, das Zeug immer vorkaut hat, damit er es überhaupt essen hat können. Ich mag nicht, was das impliziert. Aber meine Verzweiflung ist ein verdammt guter Motivator. Solche Norgalpartys gibt's nicht umsonst. Also Augen zu, Mai auf und durch. Amazing. Ja, ich hätte sie einfach gleich wieder zurückspülen. Gut, dass der Benny da ein bisschen geringere Hemmschwein hat, so haben ihm nämlich seine wackeligen Gehversuche in Sachen Mitgefühl die erste Mahlzeit seit Monaten eingebracht. Nachdem wir das gespimmte Schlundgröstel da erst einmal verdauen müssen, ist der nächste logische Schritt natürlich ein Powernappi. Also decken wir uns mit den Kabeln dazu und das war dann auch schon alles an Schlaf. That sleep wasn't nearly long enough. Fast wie früher, wo man nach dem Weggehen für 5 Minuten einen Kopf ins Kissen droschen hat und dann gleich weiter in Arbeit. Heute ist meine Partyenergie schon mit der Parkplatzsuche verbrochen. Als wir aufwachen, stellen wir einen groben Fall von Kindesvernachlässigung fest, weil die Mutter vom Hugo lieber am Glücksspiel frönt, als auf ihr Schratzen aufzupassen. Where is your mother? She go to altar to help choose sacrifice. Um genau zu sein, muss sie mithelfen zu entscheiden, wer als nächstes geopfert wird. Zur Kreuzigung. Ja. Gut.
Durch die Tür hinaus zur linken Reihe. Jeder nur ein Kreuz. Der nächste. I need to go find some food. Also latscht man zur örtlichen Lotto-Annahmestellen und, okay, ich glaube, der Hauptexportartikel von dem Dorf ist Wasserstoffperoxid. Wir sind natürlich neugierig, was der 5G-Master so kann und nutzen unser exorbitantes Vokabular, um zu fragen, was hier überhaupt los ist. Tada cho shama Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Moment, dieses Glanzstück an Animation genießt man nochmal schnell in Zeitlupe. Wocho shanan. It looks like she's been chosen to be sacrificed. Was du nicht sagst. Nach einer Übung zur Schultergelenksreha schaut es jedenfalls nicht aus. Wir haben jetzt die Wahl. Entweder fragen wir, ob wir zuschauen dürfen, oder wir fragen, ob wir es als Mongratzel haben können. Also rein moralisch ist das jetzt nicht wirklich ein Zwickmühlen für mich gewesen, weil ich einfach eine massive Abneigung gegen Lebensmittelverschwendung habe. Aber na, wenn man sich jetzt ein McMama bestellt, ist das gleich wieder Kannibalismus und verwerflich und wir müssen das Label nochmal von vorn probieren. This is Am, the great and powerful. Yeah. The woman's death means nothing to me. I will take the newcomer instead. Und anscheinend hat der Henker Herbert da schon seit 5 Minuten Feierabend oder so, weil ich hab noch nie wen schneller arbeiten sehen als den. Ja, da brauchst du echt nicht blinzeln. Hier nochmal ums 10-fache verlangsamt. Auzi, fix! Benny, a heartless animal to the last. Nicht restlos überzeugt von den Optionen, die wir haben, entscheide ich mich also für die weniger arschige. Wita fuma piba. It sounds like he'll let me watch. Villa tajo. You shall not feel my wrath today. Am I swell or what? Judas Priest! Am blasted her to bits. Dass der Benny hier so schockiert vom Tod der Mutter ist, lässt gewisse Hoffnungen in Bezug auf seine Menschlichkeit zu, die... What am I going to do for food now? Benny! Was macht man gerade mit dir, du antisozialer Hamperer, ha? Was wir jetzt generell machen, ist erst mit zum hungrigen Hugo zurück zum Laufen und ihm die traurige Nachricht zum Überbringen. I'm sorry. Your mother is dead. I know. Me sorry too. She only want to care for me. Except you. Und das ist wohl genauso ein egozentrischer Lucky wie der Benny auch. Statt nämlich wirklich traurig zu sein um seine Mutter, macht er sich bloß Sorgen drum, wer sich als nächstes um ihn kümmert. Er ist jetzt nämlich im Dorf scheinbar schutzlos ausgeliefert. Entweder er verhungert, oder er wird geopfert, oder er läuft weg und dann opfern sie ihn auch. Hä? Ich hab gemeint, die haben zwei Angst vor dir, dass die opfern? Inwiefern soll sich das ändern, nur weil sie jetzt den Mann zerrissen hat? I can't care for you. I have my own problems. You care. You may not do anything, but you care. Me know. Der Hugo verlässt sich jetzt jedenfalls scheinbar ganz auf den Benny und dessen Altruismus. Ha! Guter Plan, du Meister der Menschenkenntnis. I wonder where the baby is. Jesus, I'm hungry. Friggin' welfare parasites. These people are even more backwards than those gooks in Southeast Asia. What am I going to do for food now? Ja, ich würde sagen, dein Leben liegt in die richtigen Händen, Bur. Na, tatsächlich hat der Benny mittlerweile die richtigen Ideen. I wish I could stop the lottery from taking place. Das Blöde ist nur, wir können den Murmelbeidel nicht stehen. Zumindest nicht, solange der Häuptling daneben hockt und schaut wie der Rentner, der aufpasst, dass der Apfelbaum vom Nachbarn ja nicht über die Grundstücksgrenzen wächst. Aktuell befinden wir uns also mal wieder in einer Point-and-Click-Sackgasse. Aber, mir fällt gerade noch ein, es gibt ja noch einen Weg, den wir noch gar nicht lang gegangen sind. This graveyard gives me the creeps. I feel as though the dead could speak. Ein Friedhof. Ist das so eine Drei-Geister-der-Weihnacht-Angelegenheit? Gibt's hier Geschenk? You left me for dead in the field. The bullet in my brain came from your gun. You held my head under the paddy water until I drowned. The coward who let that woman die on the altar is the same coward who killed me in my sleep. Also, kein Geschenk? This is the worst. Ja, wenn man schon sieht, es ist nicht wirklich eine Weihnachtsgeisterangelegenheit, es ist mehr so ein du feige Drecksau hast uns umgebracht Geisterangelegenheit. In irgendeinem Krieg in China hat der Benny beschlossen, dass eine nachträgliche Ausmusterung angebracht war und hat denen, die er für nicht tauglich genug gehalten hat, spontan Existenzberechtigung entzogen.
Kurz gesagt hat er ein paar Soldaten unter seinem Kommando damals eine Kugel fressen lassen, weil sie ihm zu schwächlich waren. Was in dem Kontext bedeutet, dass er so ein elendiger Sozialist einen verwundeten Kameraden dran hätte und das am Benny zu langsam gegangen war. Schaut's mal, wie man nur Andrew Tate Podcasts über Alpha-Männer her, da gibt es schon irgendwie Sinn. Benny hat jedenfalls erstmal den Verwundeten umgebracht, dann den Typen, der den Verwundeten dran hätte, im Schlaf killt und einen hat er in einem Reisfeld ersäuft, weil er Bennys Geheimnis kennt hat. Es ist ja nicht so ganz klar, was für ein Geheimnis gemeint ist. Im Bierhe war Benny ja schwul und so ein Verein wie Armee ist jetzt vermutlich nicht der beste Ort, um gemütlich beim Schluck Tee über seine Sexualität zu reden. Eventuell haben die Herrschaften Murphy und Tuttle das rausgefunden und deswegen hat er einen 9mm Zapfhall verpasst. Bei mir hat sie allerdings beim ersten Mal durchspulen die Vermutung festgesetzt, dass der Benny im Krieg zum Kannibalenwohn ist. Wenn man bedenkt, von was und vor allem von wem sich der Benny bereitwillig die Reste aus der Zahnspange kratzt hätte, um nicht mehr hungrig zu sein, ist das gar nicht so unrealistisch. Das Geheimnis kann aber einfach nur der Mord an den anderen 2 Soldaten gewesen sein. So oder so, der Benny versucht die 3 Geister zu überzeugen, dass er sie zum Guten verändert hat, damit sie ihm vergeben. I've learned that individuals shouldn't be sacrificed for the sake of the group. From where I lie, you're still the same compassionless bastard who murdered me. What can I do to prove that I am a different man? Show us that you're able to think of someone other than yourself. Die 3 verlangen allerdings Taten statt Worte und deswegen dürfen wir jetzt ein bisschen Gas geben mit unserer Menschlichkeit. Und dafür muss man, ähnlich wie bei Alan und ihrem Sarkophag, eine hochspezifische Abfolge von Aktionen beachten, damit nicht alles komplett in den Arsch geht. Those are the lottery pieces used for choosing the sacrifice victims. I have to wait for the lottery czar to leave before I can steal it. Ich hab über eine halbe Stunde umeinander probiert, trotz einer eigentlich detaillierten Komplettlösung und folgendes hat dann endlich hingehauen. Man muss zuerst schlafen, dann rausfinden, dass es ein neues Opfer geben soll, das dann am Burm mitteilen und ihm versprechen, dass man versucht, es zu verhindern und dann kann man scheinbar erst diesen geschissenen Losbeutel klauen, weil der Häuptling vorher einfach nicht abhaut. The village elder must be out gathering food. Alter! Mit dem Murbelsackerl im Gepäck lauft man dann zurück zu den Gräbern und damals war man Robin Hood. I have the lottery bag. Hey, Burm, servus, ich weiß schon, ich hab euch damals alle umgebracht und so, aber schaut's mal, ich hab am alten Höhlenmenschen sein Murmelsackerl gestohlen. Haben wir wieder gut? Ja, ein bisschen mehr steckt dann schon dahinter und unsere Opfer sind's zum Glück genauso. You prove that you're capable of caring for others, and that's worth something. Bei einer können wir dann auch das Lossackerl verstecken, aber ganz aus dem Schneider sind wir moralisch noch nicht. We forgive you for what you've done to us, but we can't speak for your most tragic victim. Brickman's grave is under those vines. Unser tragischstes Opfer, wie sie es nennen, wartet nur hinter den Lianen. Here it is. Brickman's grave. Hello, Commander. I'm not exactly happy to see you again. I last saw your face just before I got it right between the eyes. An Brickman hat der Benny scheinbar einfach erschossen, weil er nicht gut genug war. You murdered me because I didn't measure up to your standards. Then you killed the witnesses. Ich frage mich, was Personalabteilung dazu gesagt hätte. Lassen Sie mich Ihnen bitte zuerst versichern, wir sehen, wertschätzen und unterstützen Ihre Motivation in Sachen Qualitätssicherung. Rein aus personaltechnischer Sicht sind wir allerdings der Meinung, man könnte noch ein paar kleinere Stellschrauben drehen. I stopped the lottery from happening. Doesn't that prove I now have compassion? Brickmans Geist sagt uns selbst, dass der Gorrister ebenfalls Schutz zum Herrn gekriegt hat, nämlich, wir müssen unsere Vergangenheit begraben. You have to bury the past, Commander. Ich habe jetzt dummerweise keine Vergangenheit im Inventar, aber wisst ihr was? I have something to plant on your grave. Ist das der Kompost aus Simon the Sorcerer oder was? Wow. At last, some compassion. Now I can finally rest in peace. Nachdem wir also ein Sackerl gestohlen und eine Birn vergraben haben, sind uns unsere 4 kaltblütigen Morde vergeben und wir haben offiziell unser Empathiediplom gemacht. Natürlich überbringen wir am Burli sofort die gute Nachricht und dann können wir ihm kleiner ran, dass er sich verstecken muss, weil jetzt auch ohne Lose ein Opfer verlangt. Am wants to have a sacrifice tomorrow, even with the lottery bag missing. Woher wir das wissen, weiß der Teufel. Das kann man zwar auf dem Bildschirm vom Häuptling rausfinden, aber den habe ich nicht angeschaut. Ja, mei, wie gesagt, das Spiel hat so seine kleinen und großen Schwächen. Why don't you hide in the hole, just in case? I afraid of hole. Need friend to hide with. You too big to go in hole. That's what she said. I have no friends to hide with you. Me get idea. I make friend and then I hide. You help me. Weil sie der Glor nicht traut, sich allein im Dunkeln zum Verstecken und mir wegen jetzt fett für das Loch da sind, bringen wir ihm Teile, aus der er Puppen bauen kann. I need head for friend. Unter anderem Apps, was der vorherigen Opferszene nach eigentlich nur der Schädel von seiner Mutter sein kann.
Here's an interesting piece of junk. Das ist jetzt nicht einmal das Grausamste, was das Spiel bisher abgezogen hat, aber auch nicht ganz auf der gemütlichen Seite vom Spektrum. Ich mein, mein erster Gedanke war, eine von den Leichen auszugraben, damit er was zum Schmusen hat. Ich bin Sozialpädagoge. Der Glock freut sich über den Kabelkopf und stellt sich als nächstes einen Körper für seine Ersatzmutter. Weißt, das ist das Schöne an dem Spiel, du weißt einfach nie, wer den größeren Schlag hat. Der Schrottplatz / Friedhof ist Lagerand, also wo kriegen wir ein Gestein für die Puppen her? Seht's den depperten Klappstuhl da? Den brauchen wir. Also holen wir uns nochmal so ein Birndl und bringen es zum Birndl-Lager, wo uns der Birndl-Beauftragte sagt, wir sollen das Birndl zu den anderen Birndl legen. Kennst du das, wenn ein Wort an Bedeutung verliert, wie man es öfter sagt? Birndl, 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 Birndl. Mit einem frischen Klappstuhl im Gepäck gehen wir zum Burm und... I found a piece of wood that could be used for a body. Thank you. Jetzt braucht er bloß eine Schnur oder sowas, also ziehen wir nochmal los. Lianen hängen ja grad nur umeinander. There's a loose wire among these vines. Ja, das wird schon dank. I found a piece of wire. Thank you for help with all. Me go play in hole. Wunderbar, der Bur ist aufgeräumt und wir haben unsere Absolution gekriegt. Zeit für Feierabend und Fernsehschauen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Well, it's about time you hid the kid. I was beginning to have my doubts about whether you'd make it this far, even with my help. Are you M? Heavens, no. I used to work for him, but now I'm working for the Russian. Who is the Russian? Why, he's the one who's been helping you out. You didn't think Am would give the child the ability to make a translator out of this video screen, did you? I've been Am's prisoner for more than 100 years. Why help me now? You and the rest of the humans are in serious trouble. Am's a big boy now, much meaner and smarter than when he first started his tortures. What's the use of helping me if Am's so damned invincible? The Russian and the Chinese have been acting in concert to make it possible for you and the other humans to succeed in Am's newest game. Gute Nachrichten. Ein Teil von Am arbeitet für den Russen und der hilft uns zusammen mit dem Chinesen, uns gegen Ami zu wehren. Das ist mir zu gruselig. Anscheinend haben wir nach über 100 Jahren Folter langsam einmal genug gelitten. Fast so einfühlsam und sozial kompetent wie unsere aktuellen KIs. Und weil es jetzt schon wirklich viel Info war und es so brachial anstrengend ist, nett zum sein, vor allem wenn es der lebenlange Arschloch warst, haut sich der Benny gleich nochmal aufs Ohr. Natürlich wieder mit bösem Erwachen. The boy's gone. The villagers must have found him. Ja, scheiße. Damn! Am must have told the villagers where I hid the lottery bag and the boy. Am hat wieder Spanner gespielt und alles mitgekriegt. Zeit, in den Vollgas-Helden-Modus zu schalten und den letzten Rest Scheißkerl aus dem Benny raus zu exorzieren. Wir bieten uns als Opfer oder mit der Hugo weiterleben darf, ohne Mutter, als Außenseiter und zum Hungertod verdammt, oder beschließen, dass eigentlich eine Win-Win-Situation für alle ist, wenn man durch einen Fleischwolf dran und sein Leber mit Chianti abschwarm. Damit wir nicht komplett umsonst zu einem besseren Menschen wohnen sind, entscheiden wir uns natürlich für den Heldentod und werden dafür mit einem warmen Gefühl in der Manngegend belohnt. Why, the boy's giving me his doll. Gratitude for being spared the pain of being sacrificed. No, more than gratitude. Compassion. Leider wieder kein Schnitzel, bloß ein Mitgefühl. Die Kreuzigung passiert wieder in ungefähr 0,83 Nanosekunden. Als Referenzwert ist es ungefähr 8-mal so lang, wenn mein Hirn sich Zeit nimmt, drüber nachzudenken, ob ich sie wirklich sagen soll. Und damit haben wir Benny aus seinem Psychodrama erlöst. Haha! Es bleibt eine letzte Frage offen. Woraus sind die Birndl hier gemacht? Purem Protein oder was? Benny. No. I send you out among the prey, and instead of indulging your hunger to keep me amused, you show them compassion. Wir werden zurück in unseren Käfig geschmissen und Am ist richtig schön opisst, weil wir nicht mit Egoismus und über Leichen geht, beziehungsweise für welche sorgen und die dann fressen, unterhalten haben. Who among you shall go next? So, der nächste in der Schlange ist der Nimdok und das wird eine hässliche Zeitreise, die dafür gesagt hat, dass das Spiel unter anderem in Deutschland oder Frankreich nur ohne Nimdoks Level erhältlich war. Oh ja, bitte gib mir KI-gestützte Framerate-Verbesserung und Anti-Lag, ich möchte mein Spiel von 1995 mit 120 FPS genießen können, wie es gedacht war. Am hat diesem alten Mo, den er als einen Geistesverwandten bezeichnet, Kompliment, das kein Mensch hören will, ein Abenteuer vorbereitet, in dem er den verschollenen Stamm der Menschheit finden und seine Forschungen von früher weiterführen soll. I want you to find the lost tribe of humanity and continue your eminent scientific research.
Mit dem Szenario, wo ich Nimdogs Gedächtnis auf die Sprünge helfe, nachdem das Alter und eventuell massive Verdrängung gewisse Ereignisse ein wenig verschwimmen haben lassen. This compound looks familiar. Ich finde hier nichts über die deutsche Geschichte zwischen 1939 und 1945. Das ist eine gewaltige Lücke. Da waren alle in Urlaub. Okay, mal kurz Karten auf den Tisch klatscht. Jeder kann sich denken, was hier los ist. Aber im Sinne von der Story spielen wir jetzt einfach mal mit und versetzen uns in Nimdog rein. Einen alten deutschen Wissenschaftler oder Arzt mit extreme Gedächtnisprobleme, dem das hier alles Spanisch vorkommt. Was Nimdog hier aufgrund seiner Alzheimer-bedingten Naivität so von sich gibt, kann er ehrlich gesagt schon zum Lachen bringen, aufgrund der schieren Absurdität. But why would Am bring me here to look for a lost tribe? There are gates and fences. Who could be lost in such a secure area? Ich weiß auch nicht, warum jeder Satz von dem Typen klingt, als da der alte Mo 5 Minuten lang von der Couch aufsteht. Do you know of the lost tribe? Ich muss in diesem Level übrigens echt scharf aufpassen, was ich so von mir gebe, weil ich ein Faible für richtig boshaften Humor habe. Aber eigentlich bin ich ganz zuversichtlich, dass ich da heil rauskomme. Verdammt! Da wir noch keinerlei Ahnung haben, wo wir überhaupt anfangen sollen, fragen wir erst einmal den Maschendraht Michi da aus. You know me? I thought I did. Until you had me arrested for refusing to condone your experiments. Experiments? I know nothing of experiments. Your sense of humor is as sick as your methods, Doctor. How can you act so innocent after having maimed or killed hundreds in the name of science? Dem Gefangenen zufolge waren wir mal Kollegen und Nimdog hat Hunderte im Namen der Wissenschaft verstümmelt oder umgebracht. Praktischerweise kann sich der Nimdog aber an nichts erinnern. Nach dem Krieg ist ja generell so eine Alzheimer-Epidemie ausgebrochen in Deutschland. Ganz eine tragische Sache, hat sich teilweise sogar vererbt. Do you know of the lost tribe? I must find it. Vor einem verlorenen Stamm weiß der Typ natürlich nichts und wenn, dann darf er es uns offensichtlich nicht sagen. Von der Wache erfahren wir allerdings, dass wir eine OP für ein Mengele durchziehen sollen und das bringt uns ins Spital, wo unser Mitarbeiter des Monats schon auf uns wartet. Where have you been, Nimdog? Das ist Josef Mengele, auch bekannt als der Todesengel, da er in den deutschen Vernichtungslager an unzählige Gefangene experimentiert und sie in den Tod geschickt hat. Er war ein halbschadiger Arzt, eine ganz schadige Drecksau und die Inspiration für das berühmte Slay a Little Angel of Death mit einer der besten Textzeilen überhaupt im Metal. Zitat: Blanke Poesie. Wir befinden uns also kurz vor Kriegsende und der Mengele möchte unsere gemeinsamen Forschungen noch fertig kriegen, bevor es rum ist. Deswegen sollen wir jetzt seit Hoppigaloppi noch eine OP durchführen. Okay, wir haben sicher noch Zeit, uns das Poster hier näher anzuschauen, oder? Weil, wenn wir das nicht machen, haben wir im letzten Level später ausgeschissen. Das zum Thema faires Spieledesign. Unser Patient wartet ein Zimmer weiter in so einem typischen "Ey, ich hab mir Lochzahn gekauft und bin jetzt ein Piercer" Raum. Das kennt's bestimmt. Ihr gebt's dem einen Kumpel ein Maß aus, er sterilisiert alles mit lauwarmem Leitungswasser und schon habt's noch nur 8 Versuchen der Prinz Albert, obwohl's ein Ohrringel wolltet's. Leute, seid's nicht blöd. Geht's nicht zum Metzger, geht's zum Tempel. Den gibt's zweimal in Minga und die wissen alle was deren, sowohl bei Piercings als auch bei Tattoos. Der arme Teufel hier kriegt leider kein Piercing, sondern es soll ein Teil von seinem Rückgrat entfernt werden. Ha! Damit kriegt er später definitiv leichter einen Job bei "Bitte fügen Sie hier eine Firma, Partei oder Organisation ein, die Sie nicht leiden können, um den Witz nach Ihrem Geschmack zu vervollständigen." Today's procedure requires the removal of the lower section of the subject's spinal cord. You and Dr. Mengele will process the spinal fluid from this and the other adolescent subjects. The fluid will then be used to formulate the serum. Tatsächlich soll das Rückenmark extrahiert werden, damit wir es für irgendein Serum benutzen können. Das ist das Unmenschlichste, was ich jemals erlebt. Achso, der ist Kassenpatient. I will be administering ether to the subject throughout this procedure. We would not want this little maggot to stir and ruin your handiwork. Erwartet jetzt natürlich, dass der Nimdog da weitermacht, wo er damals aufgehört hat. Aber der kann uns logischerweise Gummistiefeln auswuchten. Wir führen stattdessen unsere eigene OP durch und entfernen eine bösartige Wucherung. Dr. Nimdog has gone berserk! Eigentlich macht er das bloß einmal, aber ich finde das so meditativ. I must leave before the guards apprehend me. Bevor uns jetzt Wachen erwischen, laufen wir so schnell wie es geht davor. Also natürlich schön wir erst noch den Maskrug von der Chloroform da ein, aber dann laufen wir so schnell wie es geht davor. This must be the recovery room. Hier erwartet unser grausamer Anblick. Also nix wie raus hier, und zwar durch den Lüftungsschacht. I smell burnt flesh, but this is obviously not a kitchen. Alles gut, Nimdog, da hat bestimmt bloß einer Pizza im Ofen vergessen. Der Kerl macht mich wahnsinnig.
Wir schnappen uns die goldene Uhr und die Zange und treiben die Heizkosten von den Wichser hier noch so richtig durchdecken, bevor wir schauen, wo uns die einzige Tür hinbringt. Oh, ist das Bouldern, von dem alle reden? Es schaut überhaupt nicht gesund aus. Ich glaube, es ist an der Zeit, dumme Fragen zu stellen. How could you so foolishly be caught in the wires? Why do you risk escaping in such poor physical condition? Bevor der Nimdog jetzt auch noch fragen kann, warum der Gefangene bei dem Weder ohne T-Shirt rumläuft, versucht man lieber mal den Typen mit der Zange zu befreien. Was grundsätzlich eine gute Idee ist, man soll ihn bloß unbedingt vorher mit dem Chloroform betäuben, sonst gibt's Minuskarma. Nachdem wir seine linke Knierscheibe vom Gröbsten bewahrt haben, That feels much better. holen wir ihn da raus. Thank you. Okay, vielleicht haben wir ihm einfach nur Zehennägel geschnitten oder so, weil er hängt allweil da, aber egal. Er ist dankbar nur, dass er uns selbst verrät, was er wach in seiner Nähe gesagt hat. Waken the sleeper. Utter the truth. And kiss him. Erwecke den Schläfer, sprich die Wahrheit und küss ihn. Ja, sowas darf ich vermutlich auch von mir geben, wenn's mein Knirschern mit Chloroform einwachst. Weil uns langsam die Optionen ausgingen, nutzen wir's kurz aus, dass der gute Mo hier nicht großartig weglaufen kann und nervt man nochmal. Why are you imprisoned here? You have the features of a man of intellect. Das ist ein absolut geniales Kompliment, vor allem weil es mir Gelegenheit gibt, über einen der wahnsinnigsten Fehltritte in Sachen Wissenschaft zu reden. Phrenologie. Kennst du das? Kurz gesagt war es die Theorie vom Watschengesicht. Franz Josef Gall hat Anfang 1800 gemeint, man kann dann an Charakter, Begabungen und Intelligenz von einem Menschen an seiner Schädel- und Hirnform festmachen, weil das Gehirn in einzelne Organe unterteilt war und man die von außen ganz gut einschätzen kann. Das Ganze war also nicht nur der Versuch, Menschen quasi noch äußerlich sichtbare Sternzeichen einzuteilen, sondern auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, Menschen nach der reinen Optik zu beurteilen. Natürlich haben sie nämlich eine Zeit später einen Haufen Rassisten auf die Phrenologie gestürzt und anhand von Gesichtsmerkmalen und Schädelvermessungen versucht nachzuweisen, dass zum Beispiel Schwarze oder Juden minderwertig waren oder dass Frauen intellektuell nicht für akademische Berufe geeignet waren. Das kannst du einfach nicht ausdingen, so einen Scheißdreck. Wo doch heutzutage wissenschaftlich gesichert ist, dass die Weiber einfach zu hysterisch sind für. Es ist jedenfalls absolut passend und definierend für Nimdog und die damalige Zeit, dass er so einen Spruch bringt wie: Warum bist du hier eingesperrt? Du hast die Gesichtszüge von einem intelligenten Menschen. Wenn wir das Poster vorher bei Auge abgefüllt haben, dann können wir jetzt nach dem Jahr 1945 fragen und kriegen einen wichtigen Tipp. Never forget the year 1945, Nimdog. That was when the truths about you and your unholy experiments came out. Es ist das Jahr, in dem die Wahrheit über unsere Experimente rausgekommen ist, vermutlich im Zuge der Befreiung der KZs. Eine so bedeutungsschwangere Aussage wirft natürlich für Nimdog unzählige neue Fragen auf. Was habe ich damals nur angestellt? Wie kannst du das wissen? What is engraved on this watch? Ja, oder so. I seem to recall that you speak Latin. Wir fragen also, was auf der Uhr eingraviert ist, dem wir uns noch nicht einmal angeschaut haben, aber ich werde mir jetzt nicht beschweren, wenn uns das Spiel mal entgegenkommt. The engraving says time is truth. Zeit ist also Wahrheit. Das klingt wie eine von den tiefgründigen Kalenderweisheiten, die in keinem Hausfraueninventar fallen dürfen. You want to make amends? Get me out of here. Der gute Mo hätte ganz gern, dass wir ihn hier rausholen, also leist mal Hilfe zur Selbsthilfe und geben ihm unser Zang. Here, you should be able to escape with this. Yes, I think this would make escape possible. Das findet er zwar ganz nett, aber wir sollen ja nicht glauben, dass eine gute Tat all das Leid, das wir Unschuldigen zugefügt haben, wieder gut macht. Warum? Das hat doch beim Benny auch funktioniert. Now I can finally rest in peace. Da wir sonst nirgends hinkommen, schauen wir nochmal in den OP-Saal. So many angry faces. Ja, ich mein, du hast einen Kollegen der Stocher, sollen sie jetzt klatschen oder was? Hier liegt ein neues Opfer auf dem Tisch. Irgendjemand hat seine Augen entfernt und in so ein medizinisches Sektflöten geschmissen, aber sie sind per LAN-Kabel oder so immer noch mit dem Optiknerv verbunden. Klingt erst einmal wieder ein gutes Mittel gegen druckende Bindehaut. Glücklicherweise ist sein Goschen oder was hingehört, also wird er erst einmal rücksichtslos ausgefragt. What have you done to deserve removal of your eyes? Please, disconnect the wires. Why are your optic nerves wired to the eyeballs in the jar? Please, disconnect the wires. Who did this to you? He has great surgical skill. Please. Anscheinend haben sie seine Manieren gleich mit amputiert, weil man aus dem Typen keine einzige gescheite Antwort rauskriegt. Seine Stoffe kann er überhaupt nicht ausstehen.
damit wir von dem unhöflichen Sack irgendwas anderes zum Herrn kriegen als Mimimi, jemand hat meine Augen rausgerissen. Waterboard man erst einmal dermaßen mit Chloroform, dass er eine Vision biblischen Ausmaßes schiebt. A trinity of 3 beasts, one like us, one from the east, one from the steppes. They speak in numbers. A lost tribe of our brothers sleeping on the moon. They sleep in darkness, unseen by the beasts. Ein verlorener Stamm unserer Brüder auf dem Mond, versteckt vor den 3 Bestien, die in Zahlen sprechen. Eine wie wir, eine aus dem Osten und eine aus den Steppen. Das klingt schon verdammt geil, aber dass mir jetzt deswegen ja keiner anfangen, Chloroform zum Schnüffeln, gell? Bevor es jetzt weitergeht, ihr kennt ja das alte Sprichwort, dass 4 Augen mehr sehen als 2, oder? Braucht mir keiner verzeihen, dass das anders geworden ist. Wir laufen einfach weiter im Kreis und so kommen wir bei einem neuen Patienten vorbei. Das darf das Kind sein, dem wir vorher gnädigerweise nicht halber die Wirbelsäulen rausgemetzgert haben. Meinst du, der war da dankbar? You will fail, no matter how many of us you cut apart. Why do you say that the regime will fail? Er verzeiht uns, dass er einen Beschützer, Golem, das Regime letzten Endes zerstören wird, wenn er sieht, wie viel Schlechtes wir über die Welt gebracht haben. Woraufhin wir ihm antworten, dass er sie ausruhen soll und er uns sagt, dass er nicht ruhen wird, bis das Regime zerstört ist. Und für einen 10-Jährigen in der Windel ist das ein ordentlicher Kampfgeist. Du hast meinen Respekt, Bur. Das bringt mich zu einem kleinen Klugscheißer-Segment über echt coole Geschichten, nämlich den Golem von Prag. Im Mittelalter hat der Rabbi Löw, der hat kein Fußball gespielt, in Prag zum Schutz seiner jüdischen Gemeinde einen Golem erschaffen. Dazu muss man zum Lebenshüter werden und erst einmal die Figur aus Lehm zusammenbatzen, sie dann mit Hilfe von ein paar Ritualen zum Leben erwecken und dann ein Shem, ein magisches Wort auf dem Zettel, in seinen Mund platzieren, damit das Lehmbatzerl brav tut, was man ihm sagt. Und sobald man den Zettel mit dem Wort wieder entfernt, hat der Golem Feierabend. Es gibt verschiedene Ausgänge von der Prager Legende, aber ein paar davon erinnern an Mary Shelleys Frankenstein und sein Monster, weil der Golem darin gewalttätig wird und nimmer zu bändigen ist, bis der oder die oder das Shem, keine Ahnung, einmal aus dem Mai gezogen wird. Wer mehr darüber lesen will, der findet einen Link dazu unter dem Video. Wenn wir den OP-Saal jetzt verlassen, gibt es eine Durchsage vom Sekretariat. Emergency! The prisoners have seized the compound. Die Gefangenen sind entkommen, ich hab keine Ahnung wie, und das Lager wird evakuiert. Ich bin mir nicht sicher, wie ein paar ausgehungerte Gefangene gegen Wachen mit Schusswaffen gewinnen haben können, aber hey, lieber so als andersrum. Hier steht außerdem auf einmal Kisten voller Akten umeinander und als guter Deutscher kann man natürlich nie nur Akten dabei haben, so schön man sei. Draußen versucht man jetzt den Anführer der Gefangenenrevolte zu überzeugen, dass er uns gehen lässt und er zerdeppert unser Eiwegglasel mit die Augen. Bis deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen. Was dazu führt, dass wir in ungefähr 5 Minuten merken, dass wir das Level nicht beenden können. Ich darf ja sagen, das ist ein Anfängerfalle, aber sogar als erfahrener Point-and-Click Hans Wurst kommst sehen die Sachen einfach nicht aus. Und meistens liegt es einfach am Spiel. Fairerweise, man hat in dem Moment so gut wie nix im Inventar, also sollte man nach ungefähr 7 Sekunden rumprobieren draufkommen, was zum Tor ist, aber macht das Spaß? Mir jedenfalls nicht. Im Endeffekt müsste man unser Essiggurkenglasel da zwischen die Akten verstecken, damit es unbeschadet durchs Gespräch kommt. It is safely hidden in the box. In dem Gespräch erfahren wir dann endlich die ganze Wahrheit, die eigentlich von Anfang an zumindest in die Grundzüge völlig klar war, nur am Nimdog halt nicht. You are an unredeemable butcher, but you are one of us, like it or not. Why do you say that I am one of you? You denied your heritage and turned your own parents into the regime. Nimdog war nicht nur, Trommelwirbel bitte, ein Nazi-Arzt, der hunderte Menschen verstümmelt und umgebracht hat, sondern ist selber jüdischer Abstammung und hat seine Eltern ins KZ geschickt und damit ist er definitiv der größte Minusmensch in dem ganzen Spiel und man kann jetzt eigentlich nur noch darauf hinarbeiten, dass er angemessen verreckt. Does that mean you will allow me to go? Since you did help us to escape, we'll give you a head start. Then we'll hunt you down and kill you like the dog you are. Phew, haben wir gerade nochmal mit einem blauen Augen davon gekommen. Oder 2. Nach dem Szenenwechsel stehen wir am Eingang von dem Bunker, zu dem wir geflüchtet sind. Hier draußen gibt es eine Mauer, die eigentlich schmerzverzerrte Gesichter zeigen soll, aber so leid's mir tut, das schaut nur noch witzig aus mit der Animation. Die Wand hier ist interessanterweise eine Repräsentation der Klagemauer in Jerusalem, also nochmal eine Verbindung zu den Juden und ihrem Leid. Ein Leid, das Nimdog nicht ungeschehen machen kann, aber vielleicht wenigstens dafür büßen. Dafür betreten wir den Bunker und es kommt wieder ein Stückerl von seinem Gedächtnis zurück. I know this place. Some of my greatest accomplishments were made here.
Hinten in der Ecke steht irgendeine Maschine und ich bin mir sicher, sowas wird heute nur in alle deutschen Ämter verwendet, weil es mit so einem hochmodernen Firlefanz wie einem Faxgerät überfordert sind. Das Telegramm erzählt uns jedenfalls, dass sie der Leader die Kugel gegeben hat und alle Forschungen am Projekt Perfektes Bild eingestellt und vernichtet werden sollen. Destroy all work in progress. This technology must not be allowed to fall into the hands of the enemy. Das sagt uns nichts, aber in der anderen Ecke tanzt der lustige kleine Ratz umeinander und sowas mag ich. Also schauen wir es uns mal an. Morphogenics. The ability to reorganize DNA at will. Did Arm discover my work in this area? Is this how he was able to alter Benny and play other cruel tricks on the rest of us? Gute Frage, Nimdok. Hat der M vielleicht deine grausamen Experimente und deren Ergebnisse genutzt, um die Menschheit auszulöschen und euch 5 durch genetische Mutationen zu foltern? Es schaut nämlich schwer danach aus, Birschall. Jap, Nimdok und seine Experimente waren einer der Hauptbeiträge nicht nur zu Ams Wesen und Taten, sondern auch speziell verantwortlich für Nimdoks eigene 100-jährige Folter unter dem größenwahnsinnigen Taschenrechner und ich weiß nicht, ob irgendwer jemals mehr daneben gelangt hat. Sei es wie es ist, wir betreten mal den nächsten Raum und finden eine letzte Überraschung. The legends are true. This must be the Gollum of Lost Tribe Folklore. Bevor wir das Lambatzel hier abschlecken als Watzdan Röschen, drucken wir nur auf den Kollegen da. Wisst ihr, was dann passiert? Ja, 0! Aber du kannst nicht einen Schalter in meine Nähe bauen und dann davon ausgehen, dass ich nicht drauf drische, es war die 15 und das der Knopf am PC, der einen Browserverlauf löscht. I see a mirror. It was obscured by the light. Oh my God, it is true. 1945, turning my Jewish parents over to the Nazis for extermination. I have found the lost tribe. It is me. Wodurch Nimdok endgültig die Wahrheit akzeptiert, nämlich dass er seine jüdischen Eltern ins KZ geschickt hat und dass er selber der verlorene Stamm der Menschheit ist. Das hat, typisch für M, eine brutal sadistische Bedeutung. Weil erst kannte man ja meinen, dass die Juden insgesamt der verlorene Stamm warten. Aber sobald Nimdok realisiert, dass er selbst jüdisch ist, wird klar, dass nicht das ganze Volk gemeint ist, sondern nur was M davor übrig gelassen hat. Und zwar Nimdok. Und der muss jetzt in dem Wissen und Gewissen leben, sein eigenes Volk verloren und mit vernichtet zu haben und als allerletzter übrig zu bleiben. Was auch Ams Belustigung in Nimdoks Intro erklärt. I want you to find the lost tribe of humanity. Außerdem hat die Bezeichnung verlorener Stamm der Menschheit nur eine zweite Bedeutung, aber die gibt's erst im 3. Video, weil hier war's ein viel zu großer Spoiler. Ja, Nimdoks Realisation hat für den Moment keinerlei Konsequenzen, von daher ist das letzte, was wir hier machen können, den Golem endlich zu aktivieren. These eyes fit into the Gollum's sockets perfectly. The man caught in the barbed wire said to waken the sleeper, utter the truth and kiss him. Gollum, wake up. Time is truth. The truth is that for me, it shall always be 1945. Follow me into the laboratory. Danach gehen wir mit unserem Lombatzal Gassi und treffen unterwegs ein Mengele, von dem wir erfahren, dass das Projekt Perfektes Bild ein Spiegel ist, der jeden, der reinschaut, objektiv sehen lässt, was er für ein Mensch ist. I read the teletype. What is Project Perfect Image? That was a secret project in the area of reflective surfaces. It bestows the clarity to see yourself with utter objectivity. Unfortunately, it worked too well. You mean that it worked well enough to drive the leader into committing suicide? Das mehr oder weniger Blöde an der Sache ist, dass der Führer zufällig reingeschaut hat und dann konsequenterweise endlich seine 1 mm Medizin geschluckt hat. Außerdem erfährt der Nimdok vom Mengele hier noch, was wir uns vorher schon zusammengebaut haben. Seine Forschungen damals, sprich unzählige Kinder zu zerhackstückeln, haben zu einem Serum ewiger Jugend geführt, das er benutzt, um seine 5 Spielzeug am Leben zu erhalten. Now I know how Am was able to keep us alive for so many years. Mir klatscht man Mengele natürlich erst einmal einen Spiegel vors Gesicht, was den vor lauter Schock in einen katatonischen Zustand versetzt. Oh my God! No! Und so lässt man dann quasi auf seinem mentalen Benimmstühlchen zurück, wo er den Rest seines Lebens drüber nachdenken kann, was er so angestellt hat. Gollum, follow me outside.
Draußen warten die Gefangenen schon auf uns und Nimdok ergreift die Gelegenheit, sein Schicksal denen zu überlassen, deren Leben er zerstört hat. We are here to make you pay for what you did to us. To pay in blood. Gollum, I transfer control of you over to the Lost Tribe. So, you admit your crimes. But that does not release you from punishment. Now the golem will serve the purpose for which it was constructed. Golem, kill Nimdok! Den nutzen die Gelegenheit, um uns an eine der unangenehmeren Stellen aus Game of Thrones zu erinnern. Und dann haben wir Nimdoks Abschnitt bestmöglich geschafft. You're not as alike as I thought, Nimdok. A spark of humanity somewhere. Always that wretched little spark. You've confronted your past, but you refuse to continue your research. That's what I asked you to do. Er lebt natürlich noch, aber seine Bereitschaft, sich mit seinen Opfern zu identifizieren und sich seiner Strafe zu stellen, statt seine grausamen Experimente wieder aufzunehmen, kackt Am ohne Ende an. Und so bleibt jetzt nur noch Ted, um Ams Erwartungen zu erfüllen. Und wir werden unser Bestes geben, damit das nicht der Fall ist. You're the last player in my little game. I urge you, do not fail, as the others have failed. Nachdem ihr jetzt aber vor allem mein Ziel erfüllt habt, mir kurz genug zu fassen, dass das Video nicht mehr als eine Stunde von eurer kostbaren Lebenszeit zusammenschlürft, macht man hier einen Schnitt und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Ted an der Reihe ist und das ganze Spiel zu einem Ende kommt. Mal schauen zu welchem. Lasst mir gerne einen Kommentar da, zieht die Daumenschrauben an und wenn's richtig Bock habt, dann abonniert meinen Kanal als weiter ein veraltetes Printmedium. Ich sag jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.